Schönen guten Morgen, ich begrüße dich ganz herzlich auf der Pressekonferenz von der ADR, die wir heute machen, für als Projekt von einer neuen Verfassung vorzustellen. Ihr wisst, wir hatten das Jahr als eine neue Verfassung in Kraft getreten und wir hatten uns immer dafür angesetzt, dass ein Referendum gemacht werden über die Verfassung, weil wir auch ein ganz paar Punkte kritisiert haben. Darauf sind wir also ganz viel Arbeit gelegt für einen neuen Text zu proposieren, aber ich werde nicht lange darüber schwätzen, ich gehe direkt weiter und den Herrn Mann, den sich darum gekümmert hat, und das ist den Fernand Karteiser. Merci. Merci Fred, die Damen und die Herren, bonjour. Ich wollte vielleicht doch aufhängen, den Herr Kuipert schon gesagt, dass die neue Verfassung den 1. Juli in Kraft getreten ist, und sie als los schon auch eine Koalitionskrise geht schon gesagt, sie müssten reformiert gehen. Und zwar an den ersten paar Monaten von Kraft sind 2 Punkte abgetreten, die los schon als reformbedürftig gesehen gehen. Das erste als Struktur von unseren Justizverwaltungen und das zweite als Definition von der Force Publique. Also auf denen 2 Punkten als los schon die neue Verfassung an der Diskussion. Daneben gibt es eine Reihe gesellschaftlicher Revendikationen wie nach einer Sujet abzuholen. Also das ist eine Verfassung, die kaum aus der Kraft auch schon auf der Seite von den Regierungsparteien als reformbedürftig gesiegt. Wir haben hier an der ADR darüber geschafft, weil ihr wisst, dass wir eine Kampagne gemacht haben für das Referendum, auch werden wir eine ganze Reihe Punkte an der neuen Verfassung kritisiert haben. Wir haben hauptsächlich zu 2 darüber geschafft, natürlich nicht mehr wir 2, aber den David Gavlik, den am Zentrum auch Kandidat ist, hier als Jurist für Formation, hat lange an 2 verschiedene Ministerien geschafft und kennt also die verschiedenen Materien ganz gut. Und ich selber und ein paar andere haben sich dann mitgehen für die ganzen Textenker zu gucken, an die Kritiken, die wir hatten, daran anzubauen. Und das ist so, dass wir eine Reihe Kritiken haben gegenüber der Verfassung, die in Kraft ist. Das ist, dass das eine Politisierung ist. Wir haben die Objektivvaleur konstitutionell. Ich gehe an Detail davon, wann der das will, aber sonst nicht, wenn man das an der Kampagne noch viel erklärt hatten. Wir haben noch immer gesagt, dass eine Verfassung mit verpasste Chancen für die Leute, hier Bürgerrechte weiter auszubauen. Wir haben kritisiert, dass der Lien zu der Monarchie dax unnötigerweise geschwächt wird. Und wir haben kritisiert, dass die letzte Souveränität an der neuen Verfassung auch geschwächt wird, ausgehirrlicht zum Teil. Und das waren als Hauptkritikpunkte, und wir probiert an unserem Verfassungsentwurf die Sachen zu redressieren. Das ist so, an die Resümee, viele kleine Kommuniqué, da sind eine Reihe wichtige Punkte schon dran abgezählt. Ich gehe kurz darüber und dann auch ganz sehr durch den Text. Also, was wir als echt als Viergoal hatten, das war das Renforcement der Liberté et des droits individuels. Das ist mal eine Sache, wir wollen an der Verfassung Bürgerrechte stärken, was an unseren Ehren nicht genug gemacht wird, an der die 1. Juli in Kraft getreten ist. Dazu gehört das Recht auf Leben, was wir expressis verbis dafür gesehen. Wir noch Meinungsfreiheit dran gestärkt an Manifestationsfreiheit. Muss ich wissen, dass dann im allen Text die Liberté d'expression auch als Term überhaupt nicht 4 Kommas durch Stungmengen David la Liberté de manifester ses opinions mit Liberté d'expression als Term wo man nicht dran. Liberté de Mouvement haben wir verstärkt, auch für die Leute, die zum Beispiel an der Psychiatrie sind. Wir haben 4 geschrieben, dass die muss d'accord sein mit Maßnahmen, die den Körper betreffen, also en matière médicale. Und wir haben Liberté de Conscience von den Doktoren mit dran geschrieben. Was auch viele Leute interessiert, dass wir das Prinzip an Verfassung mit abholen, dass Leute können mit Boer Geld bezahlen. Das hat ganz viele Leute interessiert, weil zu Recht gefährdet wird, wenn man nicht mehr nach mit Karten elektronisch bezahlen, dass dann viel mehr Kontrollmöglichkeiten gegenüber den Menschen existieren. Da ist mir noch Boer Geld an Verfassung abgeholt. Wir haben die Objektivvaleur konstitutionell, die man kritisiert, rausgeholt, nicht was den Inhalt angeht, die haben wir bei einer anderen Platz abgegriffen, aber wir haben immer kritisiert, dass die Umsetzung von den Objektivvaleur konstitutionell nicht klar ist, durch an den allen Texten, der den kann einer Grundrechte limitieren, für die politisch objektiver durchzusetzen. Das wollten wir nicht. Wir wollen Grundrechte von den Leuten schützen, dafür haben wir die rausgeholt.
an mir hun dat wat mir immer gesot hun et gibt verschiedene Ouvertüren für Ausländer Wahlrecht dat wir auch herausgeholt weil man do ein ganz groß Klarheit gehabt am Respekt vom Resultat vom Referendum von 2015 mir noch das Statut von den Staatsbeamten gestärkt du als ein Passage rausgeholt gehen an der aktuellen Verfassung in deren Dra gesagt in der Chambre professionell mehr Kompetenzen gehen das war auch eine Forderung von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics an mir hun de Letzebäier die am Ausland vun méi Rechter gehen an Zukunft eiser Meinung no dürfen de net nimme wiele mir auch gewählt gin dat techt mir noch Deligibilität vun de Letzebäier am Ausland well man vier gesinn. Und dann zweite wichtige Punkt dass die nationale Souveränität mir hun mal endlich geklärt wat an eurem Rechtssystem nie ganz klar war dat das eigentlich die Architektur zwischen de Rechtsnormen wat ass méi wichtig Konstitution, international Vertrag, national Gesetzer, wat huet wéi nie Vierrang. Und da gouft verschiedene Theorien. Wir hatten nie eng wirklich rechtlich Grundlage dafür, dass immer aufgrund von Jurisprudenzen, also von Urteiler, gehandelt gehen an die Urteiler, die goufen in einer speziellen Fall geholt. Und es gouf immer ugeholt, dass wir ein monistisches System hätte mit einer automatischer Prävalenz zum internationalen Recht über nationales Recht. Wir haben das aber analysiert und wir sind zur Konklusion gekommen, dass den das so einfach nicht kann durchstellen, dass das so nicht richtig ist, das auch nicht wünschenswert. Dafür haben wir die Hierarchie klar gestaltet und schmengen der Realität mehr nobrucht. Für uns wird Letzteer Konstitution Primotät, wie das doch an ganz vielen anderen Ländern ist. Da kommen die internationalen Verträge, die wir ratifizieren, an die haben Vierrang auf Rang Nationalgesetze. Das heißt, wir haben die Hierarchie klar gestaltet, an schmengen, dass wir sie auch mehr sinnvoll durchstellen, und mehr nur in der Realität, und noch mehr en ligne, mit dem, was in anderen Ländern der Fall ist. Wir haben noch neu geklärt, Delegation de pouvoir à des organisations internationales. Wir haben angefeiert, dass das de manière temporaire gemerkt gehen. Die am Blick also so, dass die neue Verfassung das auch erlaubt, das definitiv aufzutreten, dass keine Prozedur mehr vorgesehen, dass keine Prozedur vorgesehen, wie die Rechte zurückzuholen. Wir haben die angefeiert. Wir haben also erstens gesagt, dass die Delegation von Letzteer exekutive Rechte und internationale Organisationen nicht mehr kann zeitweilig geschehen, haben wir eine Prozedur vorgesehen, für die Rechte zurückzuholen. Wir haben noch den droit de patrimonaire angefeiert, das auch unnötigerweise rausgegangen aus der Verfassung, mit dem angefeiert, dass die Stadt Lützeburg kann ege Währung rausgehen, weil das konform ist zum europäischen Recht. Muss ich nämlich wissen, dass China an der Euro-Währungsunion, die gibt in der Europäischen Zentralbank rausgehen, aber Münzen sind national, wir kriegen juste Volumen vorgeschrieben, an dem wir Münzen können rausgehen. Wenn wir haben als Staat den droit de patrimonaire, auch an der Währungsunion, auch an der Eurozone, wir haben den also nächst an die Verfassung rangeschrieben, weil einfach auch eine Tatsache ist, dass das so ist. Es gibt also keinen Grund, das rauszuholen. Wir noch die Transposition von Rechtsakten von der Europäischen Union, das haben wir auch geändert. Wir gehen dem Letzteer Parlament nächst Rechte zurück. Es wurde vorgesehen an der aktuellen Verfassung, dass der Großherzog über reglementarische Akte, Rechtsakte von der Europäischen Union, die nicht weiter spezifiziert wären, könnt umsetzen. Das wollen wir nicht, weil wir wollen nicht die Chamber ausklammern aus all Prozess, die kann eine legislativ oder reglementarische Dimension haben. Dritter Punkt, Spruch a Kultur. Da muss ich sagen, dass wir natürlich froh sind, dass vor einer Forderung der ADR, dass an der neuen Verfassung die letzte Spruch mehr betont ist. Wir schreiben auch dabei, dass das dort Spruch von der Integration ist. Aber bei den nationalen Symbolen wollten wir auch die Disposition an der Verfassung mehr nahe bringen bei der Realität. Da haben wir stehen, dass der Fendel an der Verfassung die rot-weiß-blauen ist. Wir lassen das doch selbstverständlich. Wir schreiben just etwas dabei, was der rote Leif. Weil es gibt eine Decision vom Regierungsrat aus dem Jahr 2007 über den roten Leif, notamment, dass den Hai am Land dieselbe Statut hat, wie der rot-weiß-blaue Fendel. Auch das haben wir dran geschrieben, ganz einfach, für der Rechtslage Hai am Land und auch der Praxis Hai am Land Rechnung zu drohen. Wir haben noch die Freiheit von der Kultur dran geschrieben, das war bislang nicht der Fall.
an der aktueller Verfassung erschuss den Accès à la Kultur den als frei, aber net Kultur selber. Wir hun Libertät der Kultur dra geschrieben, an wir hun auch wichtig Dispositionen geholt für die Religionen hier am Land mehr entgegenzukommen, weil wir der Meinung sind, dass die erblickliche Verfassung do Grenzen setzt, die unnötig scharf sind. Aber wir wollten noch mehr Flexibilität und mehr Toleranz gegenüber den religiösen Kommunitäten hier am Land heranbringen. Der vierte Punkt war familial. Da schwätzt auch Herr Gavlik, unter anderem Herr Nonach darüber. Wir haben die droit naturel de la famille de la personne humaine, haben wir in der Verfassung geschrieben. Die muss wissen, dass die Disposition, die am Blick an der Verfassung steht, toute personne a le droit de fonder une famille, hart kritisiert gouf, auch von unserer Regierung, von allem vom Staatsrat. Das steht sonst nirgends an irgendeiner Verfassung, auch nicht an irgendeinem internationalen Instrument. Das ist eine Formulierung, die eigentlich dir opmcht fir d Kommerzialisierung vu Mënsch, weil keine Recht opbekannt huet mir eiser Meinung net kannt Rechter wie an der Kannerrechtskonvention formuliert sinn, aber dofir hummerem die Formül geholl, weil auch die Nei wie gesot die as zwar an der Chamber du durch die Leiitsrickball gin die Verfassung wollten, aber sie as ging so iwwer die Krise raus net akzeptiert an wie man contestiert. D'autorité parental hummer gestärkt. Dat so hun dat ënner anderem fan dat och dat man niwen dem enseignement public an dem enseignement privé hummer an Verfassung will man raschreiben, dat doch d'älteren recht hun je kann er doheem ze erzählen. Et gëtt der Leute, die Datei am Land mechen, das auch meiglich, dat gëtt natürlich kontrolliert. Ich mein, Kanner muss natürlich gewisse Niveau an der Schule errechen, er können Examen mechen, aber mir noch de Meiglichkeit opgeholt an der Verfassung, dat ist enseignement public, enseignement privé, an natürlich auch das Recht von den Eltern, wie Kanner können selber daheim zu enseignieren. Ganz wichtig institutionell sind als Propositionen über die Separation des Pouvoirs angeht. Muss ich gesehen, dass wir eine ganze Reihe von innovativen Ideen heranbringen. Wir schaffen zum Beispiel auf, dass all Chamber oder all Gesetz an der Chamber muss ein zweites Wort kriegen. Weil an der Praxis ist das nämlich so, dat Alkeiers vom Gesetz stimme friet der Präsident froh Dispen zum zweite Wort an der Gö immer ginnt, also sich ein Automatismus, den überhaupt keine Bedeutung mehr hört mir ändern dat, aber mir ginn der Opposition an der Chamber dadurch viel mehr Pouvoiren. Mir so ein Gesetzer gehen in Zukunft per Wort unik ugeholl, aber ob mans 20 Deputierten an der Chamber ein zweite Wort frohen, da muss den bannend oder nur 3 Monate muss den dann stattfinden. Das heißt, dass wir passen Prozedur eigentlich der Praxis und Gesetze ohne Wort unik, aber wenn die Opposition oder andere 20 Deputierten an der Chamber so, wir hätten gerne Heiriver, das ist so schwierig, das ist so kompliziert, das ist so wichtig, wir hätten gerne ein zweites Wort, da muss den da stattfinden, wenn 20 Deputierten ein zweites Wort frohen. Das ist natürlich eine Stärkung von der Opposition. Es sind eine Reihe anderer Sachen dran, wo man von der bläcklichen Verfassung weggehen. Das ist nämlich so, dass von der Regierung, am Blick von der Regierung mengt, der Großherzog wäre nicht armem für seine Funktionen auszufüllen, dann gibt dann eine Prozedur für zu konsiderieren, dass er demissioniert wird. An den Blick wäre am Blick an der Verfassung die Regierung gegen auch die Funktionen vom Staatschef überholen. Wir mengen, dass das nicht gut, dass den eigentlich Prozedur anlädt für einen Großherzog nicht mehr als einer Funktion zu lassen, dass den dann noch praktisch Sukzession per Interim soll überholen. Wir proposieren, dass dann so einem Fall, den hoffentlich nie kennt, der Präsident von der Cour konstitutionnelle die Funktion vom Staatschef gegen per Interim überholen, weil das die Rolle ging entpolitisieren und wir mengen, das wäre dann an so einer Situation besser. Wir haben da schließlich auch Prärogative vom Grand Duc angefeiert, die komplett unnötigerweise rausgeholt wurden aus der Verfassung, für uns als ein Garant de l'unité nationale, das gouf rausgeholt, wir wissen nicht viel wert, und das auch nicht nur den Titel vom Kommandant de l'armée, mit unserem Kommandant de l'armée, wie das immer war, wie doch an allen anderen Ländern für die Staatschef der Fall ist, an Republiken, an Monarchien. Wir haben den droit de grâce verstärkt.
Wir haben dat kann Titre de Noblesse afeieren, nicht nur wie seine Familie, gouf ja nie irgendein Abü, wir haben das auch angefeiert. Und ganz wichtig für als Demokratie, wir haben auch seine Möglichkeiten angefeiert, für die Chamber können abzulesen, wenn der Grand Duc das für richtig findet. Das finden auch an all anderen Ländern, auch an Frankreich, an anderen Ländern, wo der Staatschef das kann machen. Und das hat ja keine andere Wirkung, wie das der Großherzog oder der Staatschef an anderen Ländern eigentlich sieht. Da müssen spannend so viel mehr drin Neuwahlen sein. Und sicher ist das der Staatschef, den an einer politisch schwieriger Situation im Parlament ablässt, wir können Neuwahlen dann zu provozieren. Und am Blick ist das an der Verfassung ganz, ganz limitiert. Entweder durch ein Misstrauensvotum kann das gemerkt gehen oder so. Mit das ganz limitiert. Und wir wollten das Recht darum aufhören, weil wir es sinnvoll halten. Wir haben auch etwas angefeiert durch sich die traurigen Umstände, mit denen ein Minister müssen ersatz gehen durch einen schweren Krankheitsfall für kurzem. Und wir haben angefeiert, dass das Gesetz muss Prozedur festlegen, wenn ein Minister schwer krank ist oder ein Deputierten, wie dann kann er ersatz gehen, und wie seine Rechte auch können geschützt gehen. Wir haben noch Dispositionen, die die Mandatstrennung an der Verfassung abgeholt, das heißt, kann ich nicht mehr gleichzeitig Deputierte sein oder Chefin oder Bürgermeister. Das haben wir auch an der Verfassung abgeholt, weil wir als ADR und auch über Motionen und so immer an der Chamber sind wir dafür angetreten, dass die Mandatstrennung endlich durchgeführt wird. Und das haben wir auch dran geschrieben. Dann haben wir auch dran geschrieben, dass 12 von den Deputierten pro Circonscription muss für eine Allwahl festgelöst gehen. Weil am Blick sind wir der Meinung, dass der Norden und den Osten vom Land an der Chamber nicht genug repräsentiert sind. An unserer Meinung nach muss für uns all Legislativwahlen Jahr für drun das Resultat von den letzten Sondagen oder den letzten Statistiken, die wir haben, geguckt, wie viele Elekteure wohnen in einer Circonscription. Und da gibt 12 von den Deputierten pro Circonscription festgelöst per Gesetz, 4 Wahlen. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, dass da vielleicht am Norden 11 Deputierte sind, am Osten der Platz 7. Also einfach 12 von den Elekteuren, das vielleicht dann an andere Circonscriptionen in der Manner sind, das muss ich da gucken. Dann haben wir Transparenz an Reform judiciaire zum Teil gemerkt. Wir geben den Bürger viel mehr Recht, zum Beispiel auch, dass sie an einer Methode Krise können, direkt Maßnahmen, Reglementer, wie das dann als die Regierung hält, an einer Methode Krise, können für einen Kur konstitutionell bringen, ohne auf den Code, direkt so. Dann haben wir auch die Möglichkeit, für die Kur konstitutionell zu saisieren, weit ausgebaut. Es gibt auch möglich für die Bürger, und also auch außerhalb von einem Etat de Krise für die Bürger und Verfassungsgericht runterzutreten und noch für eine ganze Reihe Institutionen, ein Deputierten, Staatsrat, Regierung, Jury kann in einer gewissen Umständen auch Frauen und Verfassungsgericht stellen. Und das haben wir dann auch abgeholt. Wir noch Regeln an Verfassung abgeholt, die kann als Schuldenbremse bezeichnen. Wir haben gesagt, die Schuld darf auf keinen Fall über 30% vom Bruttoinlandsprodukt gehen an. Wir verlangen, dass in Zukunft der Staat, das steht auch als Disposition drauf, wenn er Schulden abhält, dass die auch muss zurückbezahlen, und zwar vom ersten Tag an, wenn er Schulden abhält, genau wie jeder möchte, den Privaten, den irgendwo bei einer Bank geht, einen Kredit abhält, der muss ja auch dann Schulden an Zinsen bezahlen. Der Staat hat seine Schulden nie zurückbezahlt, bezahlt just Zinsen, und da gibt nur 10 oder 20 Jahre den neuen Kredit abgeholt, wie den anderen Rim zu bezahlen. Das feiert natürlich eine Schuldenspirale, aber wir wollen das verbieten, dass der Staat dann eine Schuldenspirale rangeht, und wir haben gesagt, der Staat muss seine Schulden zurückbezahlen. Dann haben wir auch die Direktdemokratie stärken. Wir haben gesagt, von einer Verfassungsänderung könnt die, oder wenn ein Treaty soll ratifiziert gehen, ein internationaler Treaty, den Inzidenzen hat bei der Lützburger Verfassung, dann muss das einem Referendum vorgelöscht gehen. Das heißt, wir stärken eigentlich die Rolle von den Leuten, wir schützen noch die Verfassung, voilà, und dann gibt das eine ganz klare Prozedur. Was wir auch machen, weil wir sie als ADR für die Direktdemokratie, wir werden das das Verfassung an der Chambre deponieren, die Proposition de Revision de la Constitution. Und dann machen wir nächste Woche ein Gesetz, eine Proposition de Loi, dass wir das Proposition de Revision von der Verfassung einem Referendum vorlegen. Wir wollen
das machen, was die anderen nicht gemacht haben. Wir wollen den Leuten die Möglichkeit geben, über eine Verfassung, über ein Referendum, über eine Verfassung aufzustimmen. Weil wir sind als ADR, wie gesagt, für die Direktdemokratie, besonders wenn es um eine Revision von der Verfassung geht, aber wir fährten noch das Verdikt von den Leuten nicht. Wir meinen, dass wir mit dieser Verfassung ganz nur in dem Sinn, was die meisten Leute sich am Land wünschen. Die einer, die von den hauptsächlich von den 4 großen Parteien plus Piraten und so weiter ugeholt gouf, die haben sich ja nicht getraut, dass die Referendum zu machen, die haben ihr Versprechen gebracht. Das ist eigentlich den Überblick, den ich wollte gehen. Ich wollte den David Gavlik fragen, vielleicht nach über Liberté individuelle pur Worte zu sagen, und da stehen wir natürlich zur Verfügung für Fragen. David. So, merci Fernand. Ich nutze die Gelegenheit für just op pur Artikeln mehr spezifisch anzugehen, so wie der Fernand Karteiser gesagt hat, über droits fondamentaux an Liberté individuelle. Und du wolltest dann invitieren, direkt mit dem Artikel 12 anzufangen. Und du haben wir dran gesagt, wir haben eigentlich als ADR bedauert, dass an der aktuellen Verfassung, so wie sie ist, das wichtigste Recht, das heißt, den Droit à la vie, dass den nicht an der aktuellen Verfassung angeschrieben ist. Und dafür proposieren wir am Artikel 12, am Paragraph 1, direkt anzufangen mit «Tout être humain a droit à la vie». Und das ist du der wichtig, weil es eigentlich schon das Recht auf das Leben das Wichtigste ist, was den als Mensch kann haben. Und wir konsiderieren das Recht auf das Leben, also le droit à la vie humaine, das ist eine Valeur intrinsèque, die einen besonderen Schutz braucht. Und damit wollen wir eine starke Message geben, dass die Gesellschaft eine sogenannte Valeur inestimable à la vie humaine akkordiert. Und damit wollen wir auch in Harmonie sein mit dem internationalen Recht. Das heißt zum Beispiel mit der Charta von den Menschenrechten, aber auch mit der Konvention von den Kannerrechten. Da wollen wir nicht als Lützeburg dran sein par rapport zum internationalen Recht. Und das ist eine immens wichtige Disposition für eben Dignität von der Person humain für die zu schützen. Dann invitieren ich direkt weiter an den Artikel Nummer 17, der Paragraph 7. Da haben wir geschrieben, nul acte médical ne peut être imposé contre la volonté de la personne ou de son tuteur légal. Und das ist eine ganz wichtige Disposition, weil wir der Meinung sind, dass jeder Verein, den einem Akt médical een Wurf gibt, dass den aber recht hat für sein Consentement zu gehen. Das heißt, das Consentement en matière médicale vom einzelnen Bürger als ein Droit fondamental, ein immens wichtiges Droit fondamental. Und ein Individu muss kapabel sein, seine eigenen Decisionen dran zu holen. Was bedeutet Akt médical? Das ist nicht nur ein Akt médical, wenn es um eine Operation geht oder so, aber es bedeutet auch en matière de vaccination, da sind en matière de vaccination auch als Bürger das Recht hat, das umzuholen oder es zu refusieren. Wenn es an der Konstitution dran steht, dann ist das Recht vom Bürger an dem Sinn immens gestärkt, weil es dann nicht mehr geht, dass er durch latent Methoden probiert, den Bürger zu etwas zu zwingen, auch wenn ihr seht, okay, es gibt keine Impfpflicht mehr, wir machen da so starke Konditionen, dass du quasi verpflichtet was für zu machen. Und dafür suchen wir dann nul acte médical, das bedeutet dann auch den eventuelle Vaccin, ne peut être imposé contre la volonté de la personne. Und damit hat er dann das Recht auf Consentement en matière médicale. Der nächste Punkt, den ich will angehen, ist den Artikel 25. Den Artikel 25, du schwätzt mal über den Droit de la liberté de manifestation. Lo muss ihr wissen, aktuell an der Konstitution ist eigentlich nicht mehr eine Liberté de Réunion garantiert. So, lo ist es aber so, dass Liberté de Réunion und Liberté de Manifestation, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Wir sind zum Beispiel hier am Saal, sind wir an einer Réunion, wir sind aber nicht an einer Manifestation. An der aktuellen Verfassung ist effektiv, du kannst dich wundern, aber das ist wirklich so, du hast das Recht auf Manifestation als an der aktuellen Verfassung nicht angedroht. Dafür wollen wir das als ADR nicht aufhören. Und wir suchen auch gleichzeitig
les manifestations ne sauraient être reléguées sans nécessité absolue dans des zones éloignées et non propices à la publicité recherchée par les manifestants. Das heißt, es geht auch nicht, ihr könnt euch bestimmt erinnern an der Covid-Zeit, wie verschiedene Marche Blanchen stattgefunden, aber auch andere Manifestationen, dass die Leute sich gesammelt haben bei der Philharmonie, also sie konnten nicht mit der Autorisation für von der Philharmonie bis auf die Glasse können zu gehen. Da gibt es überhaupt keine Publizität, es gesagt überhaupt keine die Manifestation. Die Manifestation hat genauso viel Wert, wie wenn sie irgendwo an irgendeine Busch oder an einen so einen Wert delegieren. Das heißt, wir wollen auch wirklich konstitutionell androhen, dass die Manifestation auf öffentliche Plätze machen, wo sie auch gesiegt. Das ist ja auch der Bild von einer Manifestation, für auch von Leuten von außen gesinnt zu gehen. Gleichzeitig schreibt man an dem Artikel auch dran, dass man dass all Ingerenz an friedliche Manifestationen verboten wird. Das heißt, der will friedliche Manifestationen nicht steuern, das darf nicht durch eine Privatpersonen stattfinden, das darf aber auch nicht durch den Staat stattfinden. Das heißt, es dürfen keine Provokationen stattfinden, wo dann die Leute gegen den einen abhetzt und das als Prätext nutzt, für dann zu sagen, die Manifestation ist nicht friedlich, wir lesen sie ab. Der nächste Punkt, auf den ich will angehen, ist den Artikel 39. Den Artikel 39, wo wir dran setzen, l'État garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Und dem muss ich gucken en Kombination mit dem Artikel 12 von unserer Proposition, mit dem Droit à la vie. Und hier wollen wir wirklich die Familie stärken, die Familie als Zellule nuklear von der Gesellschaft. Also als den Noyau nuklear. Und das ist immens wichtig für das Toten zu verstehen, weil an der aktuellen Konstitution steht, toute personne a le droit de fonder une famille. Lo muss aber wissen, le droit de fonder une famille, das ist nicht dasselbe wie les droits naturels de la personne humaine et de la famille. Weil le droit de fonder une famille, das ist eine verstockte Manier für zu sagen, jeder hat Recht auf bekannt. Das heißt, der droit de fonder une famille, das bedeutet nicht, dass wir sich besteuern. Das ist recht auch bekannt. Wir als ADR konsiderieren aber, dass Kant niemals ein Wohlsehen, eine Person humaine als kein Marchandise, und sie ist also nicht handelbar. Und dafür setzen wir da dran, dass die Droits naturels, dass die müssen garantiert sein, und die Droits naturels, die brauchen auch eigentlich nicht angeschrieben zu sein an einer Legislation. Ein Droit naturel, da das etwas, was jeder als Mensch hat, du fait, dass ein Mensch ist. Und die sind also inhärent und jeder, unabhängig von seiner sozialer Position, von seiner Ethnie, von seiner Nationalität oder von all einer Konsideration. Der nächste Artikel, wo ich invitieren, ist den Artikel 43. 43, da haben wir angeschrieben, so wie den Fernand Karteiser schon gesagt hat, Recht auf Bargeld. Recht auf Bargeld ist immens wichtig, wenn es 4 Aspekte hat. Den ersten Aspekt ist ein rein psychologischer Aspekt. Das ist ganz anders, als wenn ich weiß, dass ein Bargeld bei sich hat, wie wenn ich nicht das digital gesagt, verschiedene Leute sagen, ich bezahle lieber mit Karte, weil dann spüren ich nicht, werde ich ausgehen. Es kann nicht zwar dann direkt nachverfolgen auf der App oder wenn ich sich anloggt bei der Bank, aber es spürt nicht direkt, wer den depensiert hat. Das heißt, Bargeld hat erstens mal der Hälfte vom Bargeld hat einen psychologischen Effekt. Es geht aber mehr weit. Es hat zweitens mal also wichtig, dass Bargeld erhalten bleibt, weil alles, was rein digital ist, das heißt, was mit Strom betrieben wird eigentlich, also wo eine Source Energie braucht, für zu betreiben, ob das Portal ist für zu bezahlen, ob das ein Elektroauto ist oder ob das ein Lampadaire ist, ob das Straße, also Lutepoto, war das der große Nachteil von anlehnen Sachen. Das ist eigentlich, es geht durch ein Knöpfchen, es schaltet nicht aus, und da kann ich nicht mehr benutzen. Und dafür ist die Halung vom Bargeld, das ist ein zweiter Punkt, immens wichtig für eben, wenn die elektronische Medien nicht hat, für das aber noch immer kann bezahlen. Der dritte Punkt ist, dass wenn alles nicht mehr nach digital bezahlt, es gibt ja verschiedene Ideen, dass ich will die Digitalwährung aufhören und so weiter, so Portefeuille digital, dass erstens mal
völlig transparent ist als Bürger, das heißt, es wird alles kontrolliert oder kann alles kontrolliert gehen, was der bezahlt, wo in die Vakanz geht, was einem sein Habitud personell sind. Und das kann aber weitergehen, das heißt, du kannst dann auch ein Profil du Konsumateur mit der Zeit erschaffen gehen. Und wenn ihr guckt, es gibt verschiedene Tendenzen, die sagen dann, okay, wenn man ein Profil vom Konsumateur geschaffen haben, da kann die Etappe weiter evaluieren und da kann ich auch sagen, naja, wenn dann schon 5 Mal an die Vakanz gegangen ist, hat den du sich schon 5 Mal das Jahr als Beispiel über 1000 Kilometer deplaciert, dann dürfen sich nicht mehr deplacieren. Da kann ich nach einer Etappe weitergehen, da kann gesagt gehen, aber die Rechte können eventuell handelbar sein. Das heißt, die Reichleute kaufen sich dann Recht, wir können zum Beispiel mehr oft wie 2, 3, 4, 5 Mal sich am Jahr über längere Distanzen zu deplacieren. Das heißt, für zu resümieren, mein dritter Punkt, wenn ihr nicht eine digitale Währung hat, riskiert den an so Raster von einem Profil du Konsumateur zu fallen, was auch viel mehr weit Konsequenzen kann haben. Der vierte Punkt ist, dass wenn es nicht eine digitale Währung gibt, eigentlich kann beeinflusst gehen von Pressionen von außen. Ich gebe ein Beispiel, das klingt alles vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Beispiele gibt es ganz konkret. Wir hatten das Januar letztes Jahr in Kanada, wo die Kamioneuren zu Ottawa manifestiert haben, sie haben das Zentrum von der Stadt blockiert. Irgendwann wurde gesagt, wir konsiderieren die toten Leute als Terroristen. Sie sind als Terroristen deklassiert, gehen ohne Gerichtsverfahren, ohne Urteil, zu dem sie sich hätten berufen. Und hier Avoiren sind einfach geliert gehen. Bon, du hatten die Leute natürlich noch immer Bohrgeld, aber wenn ihr kein Bohrgeld mehr hat, kann ihn eventuell, wenn ihn unkomfortabel ist als Bürger, entweder von einer staatlichen Institution, aber auch eventuell von privaten Multinationalen, deklassiert gehen zu einem Bürger, der nicht konform ist, und da kriegt er seine Avoiren geliert. Das bedeutet nicht, dass er sie aufgeholt kriegt. Das heißt, Handy könnt ihr da gucken, die hat die Suche noch immer, mit ihr könnt nicht mehr aufhängen. Und ab dem Moment, wo ihr nicht mehr könnt, so gut die Suchen ausgeben für Besoin primär, das heißt, für Essen, für zu trinken, besteht ein reales Problem. Und dafür, wenn es diese 4 Punkte, den psychologischen Aspekt, den Aspekt für nicht Pressionen zu erleihen, für kein Profil der Konsumateur zu haben, da wenn es also die ganz wichtig für das Erhalten vom Bohrgeld an der Konstitution dran zu schreiben. Der letzte Punkt, auf den ich will eingehen, ist den Artikel 111. Da sind wir an der Reform von der Justiz. An dem Artikel 111 haben wir angeschrieben, toute personne a accès à la justice. Alors, den zweiten Paragraphe 2, pour toute affaire civile, toute personne peut saisir la juridiction civile compétente par simple requête et sans constitution d'avocat, indépendamment du montant. Alors, muss ich wissen, bei Zivilaffären, also es so, du unterscheiden zwischen Affären, die unter 15.000 € sind, und Affären, die über 15.000 € sind. Alles, was unter 15.000 € ist, könnt ihr erst selber repräsentieren. Entweder als Demandeur oder als Défendeur. Also da war so, wenn der Litige hat, den 15.000 an 1 € ist, da könnt ihr das nicht mehr machen. Da muss der Konstitution d'Avocat machen, das heißt einen Avocat holen. Und egal, ob der Demandeur sitzt oder auch wenn der nicht mehr erst verteidigt für ein Gericht, und ein anderer hat eine Prätension, die über 15.000 € geht, dann ist es bis so, dann muss er einen Avocat holen. Und wir wollen aber die Rechte von den Bürgern stärken als ADR. Und dafür wollen wir wirklich draufschreiben, dass bei all Affaires zivil, dass in kann immer für ein Gericht sein Recht erklären an Zivilaffären, aber sich auch verteidigen, indépendamment von allem Montant. Ich sage nicht merci. Und ich gebe das Wort zurück und die Fernung für die Konklusion. Voilà, vielmals merci. Ich meine, mir schon ganz viel gesagt, wie ich ging nur so, wenn noch frohe wären, dann sollten wir uns dummer da beschäftigen. Und wenn nicht, dann sage ich vielmals merci für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir machen ein Depot von der Proposition der Revision von der Verfassung eben haut nach. Und wir gucken, dass wir dann nächste Woche die Proposition de loi honorischen, die den Referendum 4 gesagt. War froh, Sie Stimmrecht zur Verfügung. Vielmals merci.